Moin, liebe Lüd, wir sind Timsen Und Bülent. und unser neuer Song, Das muss lauter, kommt jetzt raus. Genau, aufpassen. Wie haben wir uns zusammengefunden? Wir waren schon 100 Mal Öfter. auf Wacken zusammen Ja. und haben die Nächte durchgezecht und so. Also, so nüchtern habe ich ihn noch nie gesehen wie heute hier. Also von daher, Das ist geil, ich habe Ja, dich auch nie also- verstanden. genau, das fiel da gar nicht auf. Nee, aber ich glaube, da war, als wir uns das erste Mal getroffen haben, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht genau wo, es kann auch bei einer Fernsehsendung gewesen sein, da haben wir natürlich mit Santiano, mit allen, haben uns sofort gut verstanden. Also da war sofort immer so eine Chemie da, auch Bodenständigkeit, authentisch. Und ich glaube, dann kam von dir irgendwann die Idee, Genau, es Hey. ging ja um diese Platte Ja. mit Mundartleuten dabei und dann haben wir im Team eben auch gesprochen, wen könnte man noch mal reinhauen, auch für eine etwas andere Musik. Ja? Man muss nicht immer Mundart und Regionalsprachen nur mit Folk und weichem Sound so, sondern wer wäre denn mal der Richtige für ein bisschen Fett im Karton, weißt du, wo man ein bisschen Gas gibt und so. Und da haben wir natürlich überlegt, ob wir Bülent fragen, und haben uns das mal getraut. und ich muss sagen, es ist ein richtiger und Ohrwurm dann einen geworden. Song gemacht und dann das Ding, ja, funzte. Auf jeden Fall, dass das Dialekt gesprochen wird, zeigt erstmal schon, wo wir herkommen und dass trotzdem wir uns zusammenfinden können, egal wo wir herkommen, dass es im Grunde scheißegal ist, wie du sprichst, Hauptsache du verstehst dich. Manchmal ist Sprache auch nicht, also manchmal habe ich auch nicht alles verstanden, ich habe mich dann auch mal übersetzen lassen, was er denn da innerhalb singt. Ne? Ich finde sogar, dass der Kurpfälzer Dialekt teilweise bundesweit besser noch zu verstehen ist als das Plattdeutsche da. Ja, das kann Ne? gut wehen. Das, Ja. Aber ich muss sagen, ich bin sehr offen auch für Plattdeutsch und muss sagen, ich finde es geil. Und ich fand es auch eine Ehre, muss ich sagen, auch mit ihm das zu machen, dass ich angefragt worden bin. Und ja, ich würde sagen, das ist auch ein Partysong auch irgendwie, ne? Also das ist so, das macht einfach echt Laune, das kann man auch mitsingen. Auch dieses Oh, 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 oh. Also es ist wirklich super. Oder Lauter, Lauter. Das klingt wie, erst dachte ich, du singst über Niki Lauda, aber nee, es ist tatsächlich lauter im Sinne von lauter. Und das finde ich halt geil. Und das, komischerweise, sage ich ja genauso wie du, ne? Ich sag auch lauter. Genau. Mach's mal lauter. Muck mal lauter. Also nicht genau. lauter. Obwohl, das ist ein bisschen Hochdeutsch. Auf Plattdeutsch würden wir Luder sagen. Ach, Luder. Also, ja. Luder ist bei uns, Da haben wir eben so was, einen Mix. ein Luder ist bei uns Was meinst du denn? ja so ein Luder. Habe ich nicht verstanden. Also, kennst du das? Aber weißt du, ich finde ja auch gut an dem Song, dass das eben eine andere Musikrichtung ist, wie ich es Ja. eben schon sagte. Und ich finde, die Gegensätze sind ganz gut dargestellt Ja. und trotzdem kommen wir doch zusammen, auch über diese Musikrichtung. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und lauter, 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 also es kann einmal für die Musik stehen, für etwas, aber lauter kann auch dafür stehen, ey, jetzt gib Gas und lass Ja. mal los und mach die frei und hau rein und mach Hab einfach keinen mal Stock das, im worauf- Arsch. Genau, so kann man das auch sagen. Ne? Stock in den Moors. Ne? Also das kannst du auf viele Dinge übertragen. Und Ja. Ja, Publikum. Ist klar. Nee, also, was nicht fehlen darf. Also, ja, ich sag mal so andersrum. Auf dem Festival muss eigentlich alles fehlen. Du musst da hinfahren, weil du so heiß bist, dahin zu fahren nach der Arbeit. Und dann freitags mittags, juhu, Festival und vergisst alles einzupacken, Zahnbürste und Ja, sowas. stimmt. Brauchst du sowieso alles nicht. Und dann musst du da improvisieren vor Ort, je nachdem, was man so darunter verstehen kann. Und da entsteht dann irgendwie die spontane Partystimmung. Vielleicht etwas mehr, etwas leichter, jedenfalls. So, das wird mir zu durch den Kopf Ja, und- gehen. und- Also und wenn du auf viel- dem Festival anfängst und stimmt. hast deine Strichliste zu Hause, so wie ich es für Touren mache und so, Ja. damit ich ja nichts vergesse, das geht nicht. Auf dem Festival, da Festival ist muss es alles so, vergessen. ja. Da kann auch mal eine Unterhose fehlen, aber sollte nicht. Also schon besser, wenn man frisch riecht. Aber danach geht's. Wenn du einmal kurz dort ankommst, ein paar Leute umarmt hast, dann bist du nicht mehr so frisch. Dann ist das, kannst vergessen. Also, Aber das ist das Geile am Festival. Und vor allem, was ich halt toll finde, es ist so eine gewisse Haltung bei diesen Festivals, wo wir sind. Und zwar gegen Rassismus. Keiner darf hier irgendjemand diskriminieren oder so. Es herrscht so eine Einigkeit, ne? Genau. So man fühlt sich wie so einer großen Familie. Ob das jetzt Full Metal Cruise, wo wir waren, zusammen auch schon, dann Wacken oder wie auch immer. Das sind so Festivals, muss man sagen.
Aber auch bei Schlagershows muss man jetzt mal fairerweise, wir haben uns ja auch schon getroffen da. Und wir haben ja beide so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ja, einen Freibrief oder einen Freischein, dass wir überall auftreten dürfen und können und trotzdem, die nehmen uns ernst. Oder nicht? Oder nicht? Nö, wir kriegen ja keine Mecker eigentlich. Nee. Das ist so. Und das ist das Schöne. Und wir können da, und ich muss sagen, das sind auch total nette Menschen. Also wir haben, also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du auf einen zugehst, ne? Wenn du offen bist und dann kriegst du auch die Offenheit. Und die Leute, die komisch sind, die werden auch schnell das Festival wieder verlassen. Ne? Ja, tschüss. Abhauen. Sagen wir so, ich fand diese eine, jetzt rätsch wie ich. Jetzt rätsch wie ich. Jetzt Jetzt hab ich rätsch ja- wie ich. Und wir würden ja sagen, du schnackst du as ich. So, Ja, so, as das ich, ist ja wie völlig ich. anders. So, ne? Aber ich Ja. habe da kein Lieblingswort, aber es klingt einfach toll. Bumbewasserzong, weißt du, was das Der ist? was dies? Bumbewasserzong? Nee. Das ist eine Wasserpumpenzange. Bumbewasserzong, B-U-M-M-B, Bump, Bumbe, S, Z und N. Das ist gut, ne? Ja, Wasser, klingt schon ganz gut, So ja. Bumbewasser, da kannst du so in die Gosch hauen. So Ja, wie sagen Bumbe. Woderpumpentang. Oder die Gosch, was sagst du zum Mund? Die Gosch? Das Mul. Das Maul, Nee. am Maul. Ja, Maul, Ah. aber nee, den Mund auch. Der Uns. Mund, Ja, ja. hol den Mund. Aber wenn du sauer bist, sagst du, hol das Mul. Hold that Maul. Halt das Maul. Ist gut, hold that Maul. Oder was ich gut finde bei euch ist der Satz, wat Mut dat Mut. Ja, was Mut, das Mut. Wat Mut dat Mut. Dann musst du da eben mal durch, ne? Also, Das ist gut. wenn man kurz vorm Auftritt ist, dann denkst du auch immer, ich will nach Hause fahren. Aber dann stehst du da hinter der Bühne und denkst, was Mut, das Mut. Wat Mut dat Mut.